Charlie seufzt. Ihre roten Haare haben schon ein bisschen viel Ärger eingebracht. Entweder ist sie der Pumuckl oder eine Hex. Und jetzt kommt sie wegen ihren roten Haaren sogar noch in Verdacht, ein Erpresser zu sein. Aber ich habe ja mit dem Michael gar nichts zu tun. Ich hatte nur mit dem Urs Ärger. Ich konnte mir ja auch nicht vorstellen, dass du da irgendwie dazu solltest gehören. Nur hat eben der Haberkorn gemeint, die Bande habe ein neues Opfer ausgesucht. Eben der Urs. Und du hast ja auch etwas gesagt von Zahlen, oder? Was genau muss eigentlich der Urs zahlen? Und warum hast du das gesagt? Der Streber. Der hat mich einfach nicht lassen. Aber dann hat Charlie nur noch etwas Undefinierbares in sich hineingebröselt. Das mit dem katastrophalen Englischtest hätte ja Clara nicht unbedingt wissen müssen. Aber der messerscharfe Blick von der Clara hat nicht einmal ein Schwerverbrecher ausweichen. Ach, er hat mich beim Wörtli-Test im Englisch nicht abschreiben lassen. So. Beim Nachtessen hat Clara die Elsa gemustert. Irgendwie war Elsa nicht wie sonst. Sie hat fast nichts gesagt und hat das Haus nur noch dann verlassen, wenn es unbedingt sein musste. Sag eins, was ist eigentlich mit dir los, Elsa? Hast du das Maul verloren? Wieso bist du nicht mehr bei den Theaterproben? Am Freitag ist doch deine Premiere. Aber der Clara ihren Versuch, etwas über die Elsa zu erfahren, hat fehlgeschlagen. Die Elsa hat ganz geschickt das Thema gewechselt. Charlie, wieso hast du eigentlich zum Direktor Haberkorn? Ach, wegen so einer blöden Erpressergeschichte. Er hat behauptet, ich habe den Michael aus seiner Klasse erpresst und 100 Franken abkassiert. Charlie, du bist bei diesen Erpressern dabei. So ein Hirnfurz zum Haberkorn. Das ist überhaupt kein Hirnfurz. Das ist todernst. Ein riesiger Scheissdreck. Du machst hier mit, meine eigene Schwester. Hast du mein Tonzeug in den Abfallcontainer geschmissen? Hä? Du bist genauso kriminell wie der Clara, ihre Gangster. Jetzt erzähl eins, Elsa. Schön der Reihe nach. Angefangen hat nach der Weihnachtsferien. Ich habe immer wieder Zettel in meinem Rucksack gefunden. Mit dem Befehl, ich muss aufs Buben-WC und auf das Klopfzeichen Geld unter der Tür durchschieben. Am Anfang habe ich noch gemeint, es sei ein blöder Witz. Aber wo dann mein Velo keine Luft hatte und ich gemerkt habe, dass im Ventil ein Zettel gesteckt hat, «Wir verwünschen dich überall, Elsa Fall», ist mir klar geworden, dass es ernst gemeint ist. Die Elsa war wirklich verzweifelt und Tante Clara hat ganz interessiert weitergehört. Jede Woche haben sie dann noch mehr Geld wollen und ich habe gezahlt. Und jetzt droht es sogar die Theateraufführung vom Freitag zu versauen.